Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich meine, wir können anfangen, weil die Wort zum Teil schon ganz lang. Aber wir wollen erst nicht noch mehr lang warten lassen. Und ich hoffe, dass du auch jeder in der Bausch ein bisschen etwas mitkriegst. Und wir bitten euch ein bisschen Geduld, weil es geht ja auch um die Reden Abend. Mir geht natürlich um viel mehr wie die Rede. Und es geht um das, was heute passiert. Und das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wow, Kolleginnen und Kollegen. Kein von uns hat damit gerechnet, dass es so strubelvoll ist. Das hat uns enorm. Ein ganz großes Merci. Und ihr habt alle Gute für die massive Präsenz. Das ist wirklich beeindruckend. Viele von euch wissen, dass ich immer ganz emotional gehe bei diesen Momenten. Aber das Kolleginnen und Kollegen, das möchte etwas mit ihnen. Das möchte etwas mit uns. Und jeder hier bannen spürt, was hier am Gang ist zu passieren. Jeder spürt, dass das heute eine immens starke Message ist, die wir gemeinsam heute zusammen gehen. Es soll voller Kandidatinnen und Kandidaten von Montgebiel für die Sozialwahlen. Wahnsinn! Wir haben heute, zum Tag von heute schon über 4.000 ausgefüllte Kandidaturen ran. Das sind doch schon Hunderte mehr wie die letzten Sozialwahlen in dieser Zeit. Und es werden danach viel mehr gehen bis zu dem letzten Depot, der 26. Februar, 18 Uhr. Das ist enorm. Tausende von Leuten, die haben sich entschieden, sich all das anzusetzen für eine bessere Welt. Lützebäuer und alle anderen Nationalitäten, die heute vertreten sind, Männer und Frauen aus allen Berufen, aus allen Generationen, Junker, Männer, Junker, da macht gewerkschaftliche Erfahrung und neue Leute, Grenzgänger und Residenten von Lützeburg, die alle Guten machten Montgebiel. Ein grosses Merci, ein grosses Bravo. Ich sage erst Merci und all die Kandidaten, die schon delegiert sind, die jetzt schon ein bisschen kennen, den Job. Und Merci und all die noch nicht sind, die für die erste Kehr dabei sind. Weil Decision für Kandidaten zu gehen, für Sozialwahlen, das ist schon eine wichtige Decision. Das ist eine Decision für persönliches Engagement. Das ist eine Decision für aus dem einfachen Member von Montgebiel, aus seiner Memberschaft, eine neue Qualität zu machen, die vom aktiven Gewerkschaftler. Kolleginnen und Kollegen, es ist so nicht so oft, dass wir so nicht alle immer, dir seid das Rückgrat von der Gewerkschaft. Dir seid das Sprachrohr an den Betrieben. Dir seid Multiplikatoren, dir seid Militanten, dir macht den Montgebiel zu dem, was du hast. Ein grosses Bravo dafür. An dem soll ich mal Montgebiel aufsetzen für die Sozialwahlen, wo er dezidiert, der individuelle Konkurrenz am Betrieb, den kollektiven Gedanken entgegenzusetzen. Gemeinsam die Erfahrung zu machen am Betrieb, dass es zusammen mit stark ist. Die kollektive Gedanken, die gemeinsame Saat, die gemeinsame Handlungsperspektive, die gemeinsame Handlungsfähigkeit, das ist genau das, was die gewerkschaftlichen Delegierten vom sogenannten nicht-gewerkschaftlichen Delegierten entsteht. Die nicht-gewerkschaftlichen Delegierten, egal ob er die Patrons Delegierten ist, aber auch dem am guten Willen, aber ohne Gewerkschaft, die sind isoliert. Sie sind bald oder nicht handlungsfähig. Die Aktion bleibt immer limitiert. Sie sind, weil sie keine starke Gewerkschaft haben, dem Patron ausgeliefert. Sie bringen dadurch den Leuten am Betrieb überhaupt nichts. Aber wenn die Gewerkschaft die kollektiven Ausdruck ist, dann ist den nicht gewerkschaftlichen Delegierten den individuellen Gedanken in unser Land, Kolleginnen und Kollegen, Montgebiel, also nie allein gegen soziale Ungerechtigkeit. Und dafür
also mir wirklich ein großes Eier, die von Haut zu stohlen. Und dann hat man mir einen persönlichen Namen, aber auch am Namen vom gesamten Angibel. Ich möchte Sie zu sagen, dass dir die Schwade gemacht hat, dass dir entschieden hat, dass dir die Courage hat, dass dir die Determination hat, dass dir die Motivation hat, zu der großen Familie vom Angibel zu gehören. Die sieht Männer und Frauen aus allen Berufen, aus allen Sektoren. Die sieht, wie der Haut sieht, spiegelt dort für alle Facetten vom Lützburger Arbeitsmarkt. Ohne ihr geht es nicht. Kolleginnen und Kollegen, dir sieht die Ökonomie. Und da das angefangen bei der Siderurgie, ich gesehen sie noch nicht, weil es wie gesagt schwarz ist. Wir wissen nicht alle gut, dass du, wo du noch sehr groß gehst. Und Generationen von Haut, die haben die gewerkschaftlichen Gedanken an ihrer DNA verankert, und das sehen wir all da und dafür große Bravo und ihr. Kollegen aus der Industrie, der Metallverarbeitung, der Chemie, der Industrie alimentaire, sie wehren sich, bravo für euch, sie wehren sich alltag gegen Attacken. Sie wehren sich alltag und verteidigen alltag all einzelnen Arbeitsplatz. Das tun sie müssen machen, auf viele Sozialpläne, die sie umgewandelt haben, auf Plan Maintien d'Emploi. Und das tun sie müssen machen, bis an den Streik, wie wir zum Beispiel Ambassade gesehen haben. Ein großes Merci für die Ehrenrettung. Ihr seht Kandidaten aus dem Sektor vom Bauer, vom Handwerk. Und dir geht durch Haut durch schwere Zeiten. Der geht durch schwere Zeiten und der geht aber nie ab. Und ich kann euch etwas versprechen. An all den schweren Momenten, die werden kommen, ihr könnt auf Solidarität von uns alle, vom gesamten Angibel zählen. Oh. Auch den Finanzsektor, den Assurancesektor. Wir wissen nicht alle, dir sieht Haut ein wichtiges Standbein von unserer Ökonomie. Und du, an ihren Sektoren, du warst historisch schwere Menschen, die Angibel ranzukriegen. An Haut sie dann nicht mehr wegzudenken. Und dafür auch du eine große Bravo für dich. Den Transportsektor, und ich meine, du bist schnell, weil wir so alle gut einzeln, ja, bravo. Aber wenn ich so den Transportsektor denke, mal an all die, über den Bus, über die Schiene, bis auf das Schiff, bis auf den Flieger, die hat Zeiten an dich. Die hat mega schwierige Kollektivvertragsverhandlungen. Auch hier müsste bis an den Streik gehen. Und die hat immer gewiesen, dass es beim Angibel noch 4 geht. Und wir sind stolz, heute können zu stehen, als die großen Angibel zusammen mit dem Landesverband. Zusammen nach mir groß, zusammen nach mir stark. Merci, Kolleginnen und Kollegen. Delegierten aus dem Medienbereich, der Kultur, den Imprimerien. Die hat ja Berufe, die man nicht können, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, die schaffen den Contenu, auf den wir Alltag zurückgreifen. Und aber muss ich immer ansetzen, dass die Berufe weiter bestehen bleiben. Und dem muss ich ansetzen, dass sie auch in guten Arbeitsbedingungen bestehen bleiben. Und dem macht das auch heute mit vollem Engagement und voller Determination. Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel, die haben nicht fertig gebracht. Die hat es fertig gebracht, trotz Zeiten von Internet-Shopping, Covid-Pandemie, den Sektor gewerkschaftlich durchzuorganisieren. Die hat es fertig gebracht, besser Lohn und bessere Arbeitsbedingungen für Tausende von Leuten zu erkämpfen. Das ist eine große Merci an von Angibel. Auch den ACWs, Schulen, Hochschulen, der Recherchebereich, die sind vertreten. Die hat so eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
Dir formiert die nächste Generationen zu mündige Bürger. Und dir gibt man ein gutes Beispiel für, weil der weiß, dass er sich auch nicht alles so gefallen lassen, weil er auch weiß, dass er die kritischen Gedanken muss in der Sache kritisch anfragen. Liebe Kolleginnen aus dem Nettoyage. Das hört ihr nicht schon, der sieht immer dabei und immer massiv vertreten. Und ich so nicht mal deren eigenen Spruch. Wenn dir da sieht, da geht er nicht gesehen. Aber wenn er nicht da sieht, da sehen wir alle Guten. Merci, dass dir nie aufgeregt werdet. Und da wird es mir schwierig, die Heilung in einem Satz zu erfassen, die Hunderten von Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Servicebereich. Weil hier geht es vom Architekturbüro über Telekommunikation bis zum Gardiennage und noch ganz viele andere Sektoren. Und das sind Sektoren von der Zukunft. Die sind Zukunft. Die schafft an einem Sektor, der ständig wiest. Und dir sorgst du dafür, dass du gut wiest. Dir sorgst du dafür, dass du mit guten Arbeitsbedingungen und guten Leben wiest. Und auch dafür ein großes Merci. Kollegen von den Gemengen, vom Staat und den anderen öffentlichen Einrichtungen. Wir sorgen all dafür, dass Bürger und Bürgerinnen weiter einen guten und starken öffentlichen Dienst tun. Der wird gegen alle Privatisierungen mit all seinen negativen Konsequenzen auf Dienstleistungen und auf die Arbeitsbedingungen. Der sieht, und das ist so wichtig, die Speerspitze von den Gehalten und den Arbeitsbedingungen von Lützeburg. Ihr schon ein großes Merci. Und dann natürlich ein ganz großen und besonderes Merci auch und Kandidaten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Okay, die sind auch zahlreich vertreten, mehreren. Und da tut er immer Fertigbrot. Der hat eigentlich immer gewesen, was das bedeutet, Gewerkschaft zu sehen. Die sucht Tag am Not dafür, sich zu kümmern um die Schwächsten der Gesellschaft. Aber gleichzeitig bringt ihr das fertig, so geschlossen und so stark und so einheitlich anzustehen für ihren Berufsstand. Das ist so eine große Merci. Last but not least, Kolleginnen und Kollegen, alle als Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Pension sind. Als Pensioniertenabteilung, als Membre der Pensioniertenabteilung, sie aus all den Sektoren kommen. Sie haben das alles mitgemäht. Und sie haben, und muss ich noch kennen, den UGBL zu dem gemacht, was er haut ist. Und sie haben nie, auch haut nicht und ihrem Engagement verloren. Und wir zählen uns einen Hut dafür drin. Ein großes Merci. Kolleginnen und Kollegen, wir alle zusammen sind den UGBL. Wir alle zusammen stehen heute hier, für gemeinsam als Gewerkschaft noch mehr stark zu machen. Und wir sind nicht just die weitaus größte Gewerkschaft am Land. Nein, wir können heute von uns behaupten, wir sind die einzige Gewerkschaft, die sich wirklich einsetzt für die Interessen der Leute. Wir sind die treibende Sozialkraft heute in Lützeburg. Und wir machen Zukunft. Sind 45 Jahre, also den UGBL, den dem Motor vom sozialen Fortschritt in Lützeburg ist. Mit über 76.000 Membern, mit über 230 Kollektivverträge, die wir verhandeln, mit über 700 Betrieben, wo wir Personaldelegationen haben,
mit einer absoluten Majorität an der Chambre des Salariés. Wie gibt als Sozialstaat ausgesehen, als Sozialversicherungen, als Lohngesetz, als Arbeitsrecht, als Marktbestimmung, wann es den OGBL nicht gibt? Und gerade lo, Kolleginnen und Kollegen, bei diesen Sozialwandel ist es wichtig, den OGBL zu stärken. Wir setzen uns an für den Sozialdialog. Wir haben nicht vom Himmel gefallen. Generationen vor uns, so viel müssen kämpfen. Und auch heute ist es noch nicht selbstverständlich. Und aber leben wir in Haut alltag. Wir fordern, wir verteidigen Haut gemeinsam als Großfamilie, als Großbewegung, die sich quält durch alle Guten, die durch den Berufssektor zieht. Kolleginnen und Kollegen, wir sind in Krisenzeiten. Und wir wissen das aus der Geschichte. Immer historisch. Also der Krisenzeiten, wo die schaffenden Leute und die Pensionäre, die sind ja als Echten drinnen leiden. Die müssen für Krise bezahlen, die sie nicht verursacht haben. Und an diesen Zeiten brauchen wir mehr wie je einen starken OGBL. Und es kommen noch nach schweren Zeiten, weißt du. Und das hat vier allem Zeiten von einer konservativ-liberalen Regierung. Die schwätzt dieselbe Spruch wie die Patronatsverbände. Und der OGBL ist die einzige Gewerkschaft, die die Courage hat, sich gegen die Attacken auf die Interessen der Leute zu wehren. Das Koalitionsprogramm schwätzt einen Klarspruch. Kapital weiter gestärkt gehen. Die großen Probleme von unserer Zeit, die gehen im freien Markt los. Die schaffenden Leute, die Pensionäre, wir sollen den Riemen anschnallen. Und das wäre ein Patronat, kein Kado nur dem anderen kriegt. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns wehren. Es geht um die Umsetzung von unserem Auftrag. Und das ist heute mehr wichtig wie je. Ich kann noch nicht. Ich kann nicht über alle politischen Sujets heute Abend angehen. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn es nicht 3 Stunden dauert. Aber erlaubt mir, mit einem Sujet anzufangen, den uns viel wert beschäftigt. Aber komischerweise waren für die Chamberwahlen nach bald kein Thema für die Mischparteien. Es geht um als Pensionen. Aber kurz danach hat als neue Regierung direkt vorab bekannt, die neue Ministerin von der Santé und der Sécurité Sociale, die lässt keine Gelegenheit aus, an der Presse als ein öffentliches Pensionssystem auf Front zu stellen. Und dass ihr sie überhaupt mit unseren Sozialpartnern Gespräch gesichert. Und da könnte man immer so, wen du verschwätzt, die Lützeburger Rentner, die müssten sich in Zukunft ein bisschen mehr privat versichern, die schwätzt automatisch davon, den öffentlichen Pilier zu schwächen. Als jeder Wesen, in den Solidarität schwächt, die setzt Jalon an, für den Aufbau von einem starken öffentlichen Rentensystem. Und an der Presse wird es dann noch schlimmer durchgestellt, wie wenn die Lützeburger Rentner hier alle gut mit einer Coupe Champes auf der Yacht sitzen. Und dabei klimmt hinter 10 Jahren die Altersarmut zu Lützeburg auch rasant. Und ihr also von Verschlechterungen von unserem Pensionssystem schwätzt, also es an der Zeit zu verbessern. Den OGBL Kolleginnen und Kollegen, wird auf jeden Fall mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, den öffentlichen Rentensystem als in Leistungen gegen alle Übergriffe verteidigen. Und den OGBL redet dazu ab, sich für die Stärkung statt für die Schwächung von unserem Sozialstaat als einer sozialen Sicherheit anzutreten. Und sich zu wehren, zusammen mit uns, wenn es notwendig ist. Weil wenn 24 Milliarden Reserven hat, aber wenn noch nach einem niedrigen Kotisationssatz wird, aber wenn alltag viel geht, wie wichtig der soziale Zusammenhalt an der Gesellschaft ist. Aber wenn Angst hat, dass Rechtsextrempolitiker und Parteien am Opfer sind, man da soll seine Hand über das solidarische öffentliche Rentensystem legen, anstatt Hand gegen den zu heben. Und das werden wir nicht machen, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das, also ich habe schon klar gesagt, ein Aufbau von unserem Sozialstaat kommt nicht davor. Das Gift gegen den sozialen Fortschritt, Gift gegen die Demokratie, und das lassen wir nicht so. Den zweiten großen Dossier, den uns wird beschäftigen, den trifft uns genauso an unserem Kehrgeschäft wie Pensionen. Und zwar, also das, was Politik wird machen, auf unserem Arbeitsrecht. Heute liest sich das gesamte Koalitionsprogramm zum Arbeitsrecht wie ein Wunschziel von der UEL, Union des Entreprises. Von A bis Z, also am Kapitel von der Arbeit, nicht mehr der Schutz vom Salarié am Vordergrund,
Wir sind freie Verfügung für den Patron durch eine ultraliberale Flexibilisierung. Und das geht von der Prekarisierung von den Arbeitsverträgen und der Arbeitssituation über das, was sie wollen, beim Kollektivvertragsgesetz machen, bis hin zu den Arbeitszeiten. Weil eine Regierung, die schon von chaque Emploi schwätzt, das muss ich vorstellen, chaque anzuführen, für den Patron die Möglichkeit zu geben, und bleibt punktuell über Scheck zu bezahlen, für kleine punktuelle Arbeit zu machen. Und da können wir uns nicht mehr vorstellen, wo die Prekarität für die Leute hingeht, wie sie schon viel programmiert ist. Eine Regierung, die kein Wort darüber verliert, dass wir zu Lützburg eine europäische Obligation haben, für mehr Kollektivverträge zu sorgen. Wir haben eine europäische Obligation, um 80% Kuvertur von den Kollektivverträgen für die Salariien zu kommen. Da sind wir noch weit drin, aber es hat null Effort avisiert für ein besseres Kollektivvertragsgesetz. Und drittens, Kolleginnen und Kollegen, der Allerschlimmste, ist das, was auf die Arbeitszeiten will. Sonst mir lang schaffen, Überstunden Männer kompensieren, Arbeitsplan noch weiter flexibilisieren, Congé parental gehen, aber unbezahlt. So gut der Repos an der Woche der wöchentlichen Ruhezeit, die soll revisiert gehen. Die Arbeitszeiten sollen analysiert gehen. Alles das ohne Sozialdialog über den Kollektivvertrag. Das hier, Kolleginnen und Kollegen, bedeutet für den GBL, dass man es Brett machen muss. Und das hier muss ich feststellen, Kolleginnen und Kollegen, dass der Koalitionsakkord in den LCGB kurz nur die Wahlen gelaufen wird. Den dritten großen Chantier in den nächsten Jahren, wo wir uns darauf abstellen, ist die Steuerreform. Aber auch da muss man es nicht viel machen. Die Regierung setzt auf Steuererleichterungen beim Kapital. Und dabei ist es genau das Kontra, was da muss passieren. Wir müssen Steuern da sicher gehen, wozu sie sind. Und zwar beim Großkapital, bei den Großverdienern. Und endlich da die Männer besteuern. Und das für eine finanzstarke Staat zu haben. Und das für aber auch Männer Ungleichheiten zu haben, und mehr Gerechtigkeit an unserer Gesellschaft. Und dann erlaubt man ein letztes Wort zu dem, was man muss verteidigen, zu dem, was man immer verteidigt tun, und zu dem, was man immer Werte verteidigen, den Index. Den Index, wir wissen das heute als das Instrument zur Aufsicherung von der Kaufkraft von den schaffenden Leuten und den Rentner und ihrer Familie. Es ist ein Pilier vom Lützeburger Sozialmodell. Es ist ein Garant für den sozialen Frieden. Kolleginnen und Kollegen, Mamo GBL, gibt den Index nicht gedeckelt, nicht manipuliert, nicht verriegelt und nicht aufgeschafft. Wir haben das immer bewiesen, wir haben das an der letzten Mandatsperiode bewiesen, wir werden dann in den nächsten 5 Jahren weisen. Aber wir haben viele Sachen an den letzten 5 Jahren. Wir haben bewiesen, dass es beim OGBL kein Blabla gibt, mit starken Aktionen. Wir haben über 230 Kollektivverträge verhandelt. Wir haben Tausenden von Entlassungen verhindert. Auch das muss gesagt gehen. Wir haben über das Gesetz 2 mehr freie Ideen gekriegt. Wir haben eine kleine, aber trotzdem Erhöhung vom Mindestlohn gekriegt. Wir haben an den letzten Tripartiten die Energiepreisdeckel gekriegt. Wir haben endlich fertig und lange gestreut, dass Kammergeld reindexiert wird. Wir haben Gericht über 1000 Prozesse gewonnen. Wir haben einen Teil von der Anpassung vom Steuerbarem erreicht. Auf jeden Fall haben wir an zwar ganz lang den Index verteidigt. Weil ohne den Ansatz von uns allen, und das muss auch gesagt gehen, und muss auch daran erinnert gehen, ohne diesen Ansatz vom OGBL hätten wir alle gut Salarié, Pensionär, zum Datum von Haut 7,7% Männer an der Pilot daran. Weil erinnert ihr, das war es, was Diana geschrieben haben. All die anderen. Die Regierung, Patronat, die anderen Gewerkschaften an der Tripartite im März 2022. Sie haben auch damals das Prinzip an dem Akkord verankert, dass es mit einer Indextranche am Jahr geht. Der GBL hat das refusiert. Wir haben nicht unterschrieben. Wir haben allein den gewerkschaftlichen Widerstand aufgebaut. Und wir haben nicht nachgehen, und wir haben nicht abgehalten, und wir haben nicht dadurch durchgesetzt, dass am September 2022 drauf den normalen Indexmechanismus in Kraft gesetzt ist. Ohne Eis wären die dort Indextranche fort, auch für die Zukunft, Kolleginnen und Kollegen. Lo sind sie es nicht. Aber was 2022 passiert ist, das riskiert auch Lohnränke zu passieren,
Weil der Koalitionsakkord von der neuen Regierung, der wisst, gesagt ja viel, dass ein Tripartit muss zur Summe kommen, war mehr wie ein Indextranche am Jahr soll aufhalten. Und ihr wisst, wen sich da wie verhalten wird. Und ihr wisst, dass Nogibel sich da rum wird wehren. Und damit hat die Regierung eigentlich schon einen Ausstoßgift für eine neue Manipulation, sie zu angekündigt. Und haut schon so immer, wir werden uns dagegen widersetzen. Wir werden so machen, wie wir es 2022 gemacht haben, aber wir werden das nicht zulassen. Kolleginnen und Kollegen, ich gehe nicht auf weiter Dossier, habe ich schon gesagt. Ich profitiere von unserem Zusammenkommen hier, von heute Abend, einen Appell und alle Kandidatinnen und Kandidaten zu richten, dass die alle Guten zusammen mit aller Kraft, an aller Stärke, an aller Konsequenz, jeder sieht, so dass sie muss machen werden. Alle ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, alle ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Familien, an jeder muss das sagen. Das ist wichtig. Die Wahlen müssen wir gewinnen, wählt für sozial- und gesellschaftliche Interesse von den Leuten. Sie sollen den Nogibel stärken. Sie müssen stärken, dass sie mit ihrer Stimme den Optimismus und die Kraft, die wir als Nogibel haben, an das Land holen. Die wir noch brauchen, all die schaffen Leute und Pensionäre, die wir brauchen, für effektiv unsere Aufgaben nutzen können. Auch en vue von all den Defis, die uns werden in den nächsten Jahren. Und genau dafür, Kolleginnen und Kollegen, rufen wir jeden dazu auf, mit seiner Stimme ganz konkret Stellung zu beziehen. Und jeder muss den Nogibel wählen. Jeder, der für sich, auch für seine Familie, auch für die Leute verhindern will, dass in den kommenden Jahren das Indexsystem manipuliert wird. Jeder, der verhindern will, dass unser Pensionssystem attackiert wird. Jeder, der nur gehen, dass das Arbeitsrecht sich rückschrittlich statt fortschrittlich entwickelt. Jeder, der will, dass endlich mehr Steuergerechtigkeit hier im Land stattfindet, anstatt in die andere Richtung. Jeder, der eine Logementspolitik will, die die allgemeinen Interessen und gutem Wohnen von jeder über die Interessen der Reichen und von den Promoteuren stellt. Jeder, der ein starkes Gesundheitswesen will, mit einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung. All die erkannt haben, wie wichtig performant öffentliche Dienstleistungen für alle Bürger und Bürgerinnen sind. Und vielleicht all die erkannt haben, dass all die Herausforderungen, die auf uns durchkommen werden, all die existenziellen Herausforderungen, wie auch die Klimakrise und die natürlichen Ressourcen, dass die nicht mehr zu meistern sind am Zusammenspiel von der Demokratie und vom sozialen Fortschritt. Und sie müssen alle gut wissen, dass eine Schwächung von Nogibel bedeutet, dass die Regierung gering Blut hat auf all den Punkten. Aber wir müssen wissen, dass eine Regierung wird ganz genau gucken, ob der Nogibel bei dieser Wahl gestärkt oder geschwächt wird. Wir müssen dafür aufrufen, den Nogibel zu stärken. Und dafür, Kolleginnen und Kollegen, müssen wir aufrufen, die Liste 2 zu schwärzen. Und noch nicht Einzelstimmen zu vergeben. Weil da laufen wir das Risiko, dass Einzelstimmen verloren gehen. Und noch schlimmer, wir laufen das Risiko, dass Leute panaschieren und nicht Nogibel-Kandidaten wählen. Und wir müssen aufrufen, keine Gewerkschaft zu wählen, die beim kleinsten Gege von der Knie geht, die also nach der Rück fällt. Wir müssen auch aufrufen, keine Gewerkschaft zu wählen, die mal nicht eine Repräsentativität tut, weder national noch sektorial, und die überhaupt nichts bewirken kann. Kolleginnen und Kollegen, das Wahl ist wirklich eine Richtungswahl. Entweder es geht in die Richtung von der Aufsicherung von unseren Errungenschaften, auch von ihrer weiteren positiven Entwicklung, oder es gibt ein politisches Zeichen gesagt für die andere Richtung. Und das hat ein Patron gegeben, das so nicht ist. Sie freuen sich darüber, wenn der Nogibel an den Betrieben an der CSL geschwächt gehen, dann wäre das für sie ein Erfolg. Als Stimme, als Sitz, Männer für den Nogibel, als Wasser auf ihr Millen. Aber par contre, Kolleginnen und Kollegen, den Nogibel, den die Wahlen gewinnt, das ist ein großer politischer Druck für die vielen Diskussionen, die in den nächsten Jahren politische Plan werden, ob es durchkommen. Das gilt sowohl an den Betrieben für die Wahlen und für die Personaldelegationen, wie auch an der Chambre des Salariés. Und ihr wisst, die Briefwahl an der Chambre des Salariés, da sind bisher 617.000 wahlberechtigte Leute. Das ist die größte Wahl zu Lützburg. Das ist richtig demokratisch. Aber stellt euch nur kurz vor, all die Leute dürfen nicht Wahlrecht nutzen. Dann hätte man mehr wie doppelt so viele Stimmen wie unseren CEO, den Herr Frieden, und seine Regierungskollegen.
Und du bist schon die Salarié haut so stark. Wir sind so starken Akteur. Und dadurch, weil der Nogibel immer die absolute Majorität an der CSL hat. Und dafür gilt es auch, das zu verteidigen und auszubauen. Kolleginnen und Kollegen, ich so nicht ein großes Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist viel Arbeit für uns, das wissen wir. Also Engagement wird gefordert sein. An den Betrieben, aber auch am Niveau von der CSL. Aber wenn ich den Abend gucke, wenn ich das alles spiele, was hier passiert, dann so nicht, ich schon absolut keinen Zweifel dran, dass mir die Aufgabe bewusst sind. Und da gewonnen wir die Wahl, Kolleginnen und Kollegen. Ich so merci an jeder von euch, jeder Einzelne für ihr Engagement. Die sind wirklich genial, die sind so top. Vive de Nogibel, du hast recht. Merci für heute Abend, merci für Ihre Präsenz, merci für Ihre Geduld. Und ich sage aber auch, erlaubt mir das ganz kurz, all denen merci, die das hier organisiert haben, weil das ist auch ein ganz, ganz großes Arbeit. Ein großes Merci an Sonja, das ist wirklich ein mega flotter Abend, los schon. Merci an das Equipe Technik, merci an das Administrativpersonal. Bravo, merci, und da soll ich auch als ein musikalischen Enkadrement merci den Serge Tonner und Georges Röberl. Und der hat schon hören, Lied, an der guten Text für leihen. Und sie machen nur noch Auftritt, und wir sagen alle gemacht, weil sie Hunde Nogibel ein Lied gesungen. Merci, Munirchen, merci. Das nehme ich mir. Ich sage nicht etwas. Hallo, Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier just nach etwas. Wir feiern den Abend und dann gewonnen wir die Wahlen. Vive de Nogibel, vive les zwei, vive les Angewohnten. Merci Nora! So, der Monsterkandidat, der Kandidatin Kur 24 schreiben mir Frenis. Ja. Wir sind froh, dass wir auch ein Lied schreiben für Nogibel bei dem Konkurs gemacht haben. Und als Lied heißt Stimme vom Rebell, die hat alle Götten da. Der Text wird doch hier mitlaufen. Am besten singen ihn am Stohen, also wenn der aufsteht, also am besten. Ja. Und als der Chor auch da, den man abgeholt, wo sind sie? Da habe ich ein bisschen durch die ganze Sache. Ihr könnt ganz hart mitsingen, weil wir ein Lied abgeholt und dann könnt auch gleich raus. Mit einem ganz kleinen Chor von den Angestellten vom OGBL und dafür ein ganz großes Merci an den OGBL Chor. Stimme vom Rebell. Wei onofhängig geht,
G steht für Gerechtigkeit. BW Bierger und der Wurst, am Nachen für Lützeburg. Willst du de Schwaf, willst du de Streng? Geseis Kewe voll lauter Schneck. Denk du was am Eisen, ein Kollegin, nie Leng. Verstand klug auf Eisen Gest und Eisenkampf halten wir fest. Der erste Stimme vom Rebell, der erste No, und jede Ecke. Verstand klug auf Eisen Gest und Eisenkampf halten wir fest. Der erste Stimme vom Rebell, der erste No, und jede Ecke. Und das ist Owe Bahnhof eingeschickt. G steht für Gerechtigkeit. BW Bierger und der Wurst, am Nachen für Lützeburg. Wann's du spielst, look in die Tür, stehen wir zusammen alle Höhe. Geht, Wand, Sturm, alle mir, Kollegin, hau da Mur. Verdammt klug, auf Eisengest und Eisenkampf, halten wir fest. Der erste Stimme vom Rebell, der erste No, und jede Ecke. Verdammt klug, auf Eisengest und Eisenkampf, halten wir fest. Der erste Stimme vom Rebell, der erste O, und jede, und jede, und jede. Merci. Merci, top, top. Wirklich zwei.